Hallo liebe Leute, so willkommen zu meinem ersten Let's Play Fable Anniversary Edition. Ich freue mich mega fest, endlich meinen ersten eigenen Let's Play zu starten. Und ja, wie ihr seht, habe ich hier schon einmal gespielt. Das sind echt meine alten Spielstände, ich habe sehr viele Spielstände auch gelöscht. Aber egal. Ich würde mal sagen, wir starten einen neuen Held. Wie es aussieht, ist sogar die Lautstärke wieder raufgekommen. So, wir wieder hier rüber. Schnell. Es ist manchmal sehr komisch, das Spiel. Das übernimmt irgendwie nicht richtig den Sound vom ich will. Aber egal. Wir mal starten. Schwierigkeitsgrad tue ich mal wählen, nicht feiges Huhn, weil das ja, also das wäre schon der original Schwierigkeitsgrad vom Spiel. Wollte ich aber nicht, ich wollte es mir ein bisschen schwieriger machen und zum Beispiel da der heldenhaft und einzige Schwierigkeitsgrad, den man noch wählen kann, machen. Und da ist ja geschrieben, die wahre Prüfung für echte Helden. Nicht genug damit, dass es im Spiel keine Wiederbelebungsviolen gibt, nein, die Gegner sind viel stärker und Gesundheitstränke seltener. Held, eure Gesundheit wird oft sehr niedrig sein. Ja, das klingt ja noch gut, ich versuche es mal und versuche auch nicht zu sterben. So wie, würde man sagen, jeder solche Sachen nicht will sterben. Egal, gehen wir mal weiter und starten wir das Spiel. Tief in Albions Wäldern lag die kleine Stadt Orgwell, unverändert vom Lauf der Zeit und unberührt vom Schwert. Hier lebte ein Junge und seine Familie. Ein Junge, der von Größe träumte, davon ein Held zu sein. Manchmal stellte er sich vor, ein edler Ritter oder ein Hexenmeister zu sein. Gelegentlich träumte er davon, ein böser Krieger zu sein. Aber in seinen Träumen von Größe hätte er sich nicht vorstellen können, was die Macht des Schicksals für ihn vorgesehen hatte. Los, Zeit aufzuwachen! Schon wieder Tagträume, ja? Ganz wie die Mutter, geistig immer abwesend. Los, tu was Vernünftiges und such deine Schwester, ja? Sie spielt am Tor des Grabhügelfeldes. Vergiss nicht, du hast ihr das Geburtstagsgeschenk noch nicht gegeben. Sag nicht, du hättest noch keins für sie. Tja, diesmal hau ich dich nicht raus, mein Sohn. Ich sag dir was. Du bekommst ein Goldstück für jede gute Tat in und um Oakvale. Das sollte für ein Geschenk eigentlich genügen. Bewegung und schön Ärger aus dem Weg gehen. So. Da sind wir mal im Spiel drin. Irgendwie hat es mir nicht übernommen, dass ich mit dem Controller spiele. Dann gehe ich auf Optionen, Steuerung, wie in Fable 2. Nein, traditionell, genau. So, also gut, jetzt ist es gegangen. Wir sind im Spiel drin und ja, gute Taten machen. Wir müssen ein Geschenk machen für unsere Stiefschwester, würde ich mal sagen. Und nein, gute Taten habe ich keine Lust. Aber egal. Ich habe Rosie verloren. Ich weiß nicht mehr, wo sie ist. Du, ich bin der hinter dir. Du musst nicht mit ihm reden, wenn... Na gut, merci vielmals. Ich muss heute ihre Füllung wechseln und ich kann sie nicht finden. Hilfe, bitte. Sie ist ein hübsches kleines Bärchen mit einem blauen Flecken auf dem Fellrücken. Okay, dann gehen wir ihres Rosie oder was auch immer da holen und bevor wir das aber machen, habe ich irgendwie Lust, den Hund zu shooten.
Okay, schon gut, ich mache es ja nicht. Ist dein Gib mir- Vater in der Nähe? Nein, ich habe ihn verloren. Oh, Gott, Und was für eine ist denn da? schmutzige Fantasie. Und was ist denn da los? Was? Ich wollte doch nur... Ich kenne diese Frau überhaupt nicht. Wer ist sie? Sagst mir du? Hör her. Kein Wort davon. Hast du verstanden? Meine Frau ist mit den Kindern daheim und ich bin angeblich bei der Arbeit. Aber ein Mann sollte tun und lassen können, was er will, richtig? Wenn du dieses kleine Geheimnis bewahrst, gebe ich dir ein Goldstück. Ja, wollen wir nichts an der Frau sagen? Ja, ich weiss ja, wo die Frau ist. Ich sage mal ja. Guter Junge, hier, nimm das Goldstück. Ich rate dir, binde dich nie an eine einzige Frau. Denk an dich selbst, vergiss alle anderen. Ihr habt eure erste böse Tat begangen. Hilfe! Oh nein, böse! Ich war so böse. Man kann sicher irgendwie mit der ersten, also da, es ist ja ein Tutorial, es wird ein ziemlich längerer Tutorial sein. Man kann sicher nur böse Tat machen und... Wo steckt mein Taugenichts von einem... Also ehrlich, wo steckt mein treuloser, fauler Mann? So, man kann sicher irgendwie machen, dass wir... Man muss ja 5 Goldstücke oder 3 Goldstücke bekommen, für Pralinen zu kaufen. Weißt du was? Ja, eben Pralinen kaufen und man bekommt das Geld vom Vater. Je mehr gute Taten und so ich mache, je mehr Geld ich bekomme. Aber das ist mir jetzt bestimmt egal. wieder bei so einem Weibsbild. Ich mache ihm den Haushalt, erziehe seine Kinder und was habe ich davon? Nichts. Sag mir Bescheid, wenn du ihn findest, ja? Treibt sich bestimmt wieder mit anderen Frauen rum. Wenn du ihn siehst, vollbringe eine gute Tat und... Ja, also gut, eben. Wie gesagt, oh, ja, nichts gemacht, lass mir Ruhe. Nichts gemacht, lass mir Ruhe. Kleiner Idiot! Was willst du? Ich habe gerade mit diesem Nervbolzen zu tun. Er hat mit meiner Schwester und ihrem blöden Teddy gespielt und das hat mich genervt. Oh. Jetzt gibt er ihn mir nicht, weil ich gesagt habe, ich würde seinen blöden Kopf abreißen. Ich habe ihm gesagt, wenn er nicht tut, was ich sage, mache ich ihm die Hölle heiß. Ah ja, erwischt, du kleiner Taugenichts. Ich hörte, dass du schlimme Sachen angestellt hast. Beteiligung an ungehörigem Benehmen unter Mann und Frau. Dieses Verhalten ist... Wärst du älter, würden dich die Stadtwächter festnehmen und aburteilen. Du musst entscheiden, ob sich dieses Verhalten lohnt, junger Freund. Ich will es jetzt mal dabei belassen. Aber denk über meine Worte nach. Aber Herr Wachsmeister, die haben ja nichts gemacht. Warum Ja, ganz spielst gut. du mit Kinderkram und kleinen Mädchen? Also, gut, ich werde einfach versuchen, jetzt die Tutorial-Phase aus böse Taten zu machen. Ich habe es bis jetzt noch nie geschafft oder nie gemacht, weil, ja, je mehr Geld man hat, desto besser, würde ich mal sagen. Aber jetzt schlage ich mal das kleine Kindli da auf, oh, ja. Blöder Komisch, aber ich kleiner mache es gleich. Idiot! Oh nein! Zuerst war dieser Junge gemein zu mir und jetzt haust du mich auch noch. Ich und Emily wollten doch nur mit Rosie spielen. Ich weiß nicht, was ich getan habe. Sag mir jemand, was ich getan habe. Nimm Rosie, wenn du mich dann in Ruhe lässt. Oh, ein Teddybär. Und was ist doch geschrieben? Ein Kinderspielzeug so süß, dass einem übel werden könnte. Ja. Ja. Nächste Woche will ich mit... Das Ja. war prima. Ich gebe dir sein halbes Taschengeld. Und das finde ich sehr gut. Ich bekomme sein halbes Taschengeld. Und wie viel ist das? Danke. Wir beide haben viel gemeinsam. Hier, nimm sein Geld, weil du sie mir wiedergebracht hast. Also, Rosie, welches Spiel spielen wir? Teddy Beinlos oder Feuerfell? Ich werde für Feuerfell. Wow. Und wie viel haben wir bekommen? Ein Goldstück. Warum spielst du mit Kinderkram und kleinen... Also. Oh. Da ist ja das kleine... Nein, lass mir Ruhe. Ich habe zu tun. Oh, dem Himmel sei Dank. Hör mal, Junge, kannst du mir einen Gefallen tun? Ja. Ich muss mal dem Ruf der Natur folgen.
Bleib hier und bewach diese Waren für mich, ja? Okay, Stell dich einfach zwischen die 2 Stapel und reg dich nicht vom Fleck. okay, Ich leg ein gutes Wort für dich ein, wenn ich wiederkomme. okay. Also, es dauert nicht lang. Komm, red. Mein Vetter Gut. sagt, in den Fässern dieser Lagerhäuser könnten tolle Sachen sein. Schnell! Zertrümmer die Fässer, während er weg ist und guck rein. Okay. Falls du keine Angst hast. Falls du nicht nur eine große Heulsuse bist. Nee. Komm schon! So, Wir zertrümmern also, böse Taten. Was sollte ich machen? Echt Fässer zu angreifen? Das mache ich. Ganz einfach. Hau grad nicht drauf! Aber ich nicht mit dem Wachmeister schon in Gespräch hineinkommen, weil der haltet mich ja nochmal auf. Ja, nein, geh weg! Die Ja. Hütte ist gegen... Er wird sowieso nachher wieder mit mir. Wow! Ah, ja. Was ist passiert? Ich denke, der greift mich an. So. Ja, wie er gesagt, er hat ihn aufgehalten. Jawohl. Ah, ja, Geld. Okay, so bekommen wir das Geld. Jetzt warte einfach hier. Und ja, ich warte schnell, weil wenn ich dort würde wieder gehen, wäre es so gut dort. Ich warte jetzt mal hier und schaue, was er mir so erzählt. Ich habe eine böse Tat begangen. Super! Schon als kleines Golf bin ich ein Bösewicht. Hi! Eine schöne Hilfe warst du. Jetzt ist meine Ware beschädigt, nur weil ich sie dir anvertraut habe. Wenn ich herausfinde, dass du es warst, dann bete schon mal. Okay. Amen. Jetzt kann mir der Wachtmeister wieder aufhalten, weil er hat wieder etwas zu erzählen. Das kleine Miststück. Was? Du schon wieder? Ich höre ständig von deinen Untaten. Sollen wir mal rekapitulieren? Ja, bitte. Zerstörung des persönlichen Besitzes anderer, Mhm. Ablehnung von Wachdienst trotz höflicher Anfrage, Ja, kenne ich gut. Gewalt gegen eine Person oder Personen ohne Erlaubnis des Wächters, Ja. Weitergabe eines Teddybären an eine Person, die ihm den Kopf abreißen würde, Beteiligung an ungehörigem Benehmen unter Mann und Frau. Ist dir klar, welchen Ärger du bekommen würdest, wenn du nicht so klein wärst? Geh jetzt und mach keinen Ärger mehr. Muss ich auch nicht. Ich glaube, ich habe sogar alles gemacht, was ich will. Ich gehe mal zu unserem Von der Vater üblen Sorte, das steht fest. und mal schauen, was er so erzählt. Weil eben das habe ich noch nie gemacht, wie alle bösen Taten und ja. Ich kann ja jetzt nichts mehr machen. Ja, ich kann zur Frau noch gehen, aber ich will nicht. Ich habe keine Lust. Ich habe gehört, dass du böse warst. Was wird deine Mutter sagen? Hör damit auf. Okay. Aber ich habe es nicht gewusst. Also jetzt gehe ich mal da runter. Ich muss ja Pralinen kaufen für unsere Stiefschwester. Und bei dem bärtigen Hallo, Schnurrbart-Typ Junge. da. Ich bin Händler. Ich ziehe herum und kaufe und verkaufe Waren. Besonders so netten Leuten wie dir. Ein kleines Mädchen sagte, ihr hättet eine Schwester und die hätte Geburtstag. Mhm, ja genau. Anscheinend hast du noch kein Geschenk für sie. Nö. Zufällig habe ich hier eine Schachtel mit leckeren Süßigkeiten. Die erfreuen garantiert jede Schwester. Und das für nur 3 Goldstücke. Ja, wie wäre es mit etwas Süßes für 3 Goldmünzen? Ja, dann kann ich nicht nein sagen. Ich muss es ja machen. Also nehmen wir es mal. Mal schauen. Junger Herr, sie gehören euch. Wünscht eurer Schwester alles Gute zum Geburtstag, ja? Mach ich. Pralinen. Wer kann derartige Leckereien widerstehen? Ich. Was ist zu? Sehen wir schon, ist es zu. Kann ich da reingehen? Da rein kann ich auch nicht gehen. Waren. Da ist überall zu. Da weg. Genau, lach mir aus. Also gehen wir zu unserer Stiefschwester die Pralinen hier abgeben. Mal schauen, ob sie das gerne hat. Da ist sie ja. Hi, Schwester. So, und ich würde mal sagen, für heute ist es Schluss. Ich werde jetzt das nächste Mal ihre Pralinen abgeben und mal weitergehen mit der Geschichte. Und ich hoffe, es hat euch viel Spass gemacht, mir zuzuschauen. Daumen gegen oben oder gegen runter, je nachdem wie es euch gefallen hat, würde es mich freuen. Und wenn ich etwas besser machen kann, würde ich es gerne in den Kommentaren haben, so kann ich auch mich auch verbessern.
wünsche euch noch einen schönen Tag oder oben. Tüdelü!